Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Und da guckt, da haben wir die mein Riken Mark II mit kurze Pfeile, wie das Magazin hier verrät. Und auch die Front. Und ich habe im letzten Video Anfang des Jahres ja verkündet, das hätte ich gern halbautomatisch. Also jedes Mal, wenn man drückt, das schießt. Und dann automatisch nachspannt. Wieder zurück und wieder schießt. So in etwa. Das ist so die grundlegende Idee. Und ich hätte gern den Schlitter so wie er ist, damit das weiterhin schön das Geräusch macht. Hört euch das mal an. Das hätte ich gern so. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall mal hinter dem Drücker ein Tasterle. Das müssen wir noch machen. Das war wahrscheinlich einfach simples Tasterle mit Heißkleber oder so. Das muss wahrscheinlich nicht viel aushalten, weil das kann sein, was heißt kann sein? Den Motor müssen wir wahrscheinlich sowieso mit einer Haarbrücke ansteuern. Weil der muss zurück und wieder vor. Also das wird wahrscheinlich das Einfachste sein, dass man dann brauchen wir Tasterle, wenn das Ganze am Ende ist. Das können wir auch irgendwie in das Teil noch machen, dass das dann dahinter neu kommt, das Tasterle. Und da brauchen wir auf jeden Fall Tasterle. Aber wir brauchen auch Tasterle, wenn es vorne ist. Das heißt, ja, 4 Tasterle. Und da brauchen wir Tasterle dann, um das auf halbe Höhe zurück, dass wir das Magazin auch wieder rauskriegen. Weil sonst hätte es immer vor und zurück und der hätte uns nie das Magazin freigeben. Dann könnte man das Magazin raus, wenn man den Tasten loslässt und dann wieder zurück. Okay, das war jetzt nicht so geplant. Das geht irgendwie nicht ganz so zurück, wenn... Oh doch. Seltsam. Ja, das ist jetzt nicht ganz so geschickt. Für den Blaster, aber da hält das aus. Und wir müssen das alles so machen, dass man den Blaster trotzdem noch öffnen kann. Das heißt, der Teil, der Honner, muss irgendwie wieder in Front wieder können. Und die Schulterstütze kommt natürlich weg, weil den Platz brauchen wir für andere Sachen. Da muss die ganze Technik rein, da muss ein Controller rein, da muss der die ganze Tastersignale auswertet. Weil ich muss ja wissen, wenn das vorne ist, da muss der Taster auslösen. Und wenn das, dann machen wir da auch noch einfach. Da kommt da einer so Zahnstange oder irgendwas noch und dann machen wir da so eine Nase noch. Dann kommt da Taster noch und da irgendwo in den Positionen halt. Da an einer anderen Stelle Taster. Und dann, was weiß ich, wie viel Zentimeter das sind. Da weiter nochmal Taster. Das heißt, der eine Taster signalisiert vorne, der andere Taster signalisiert hinten. Und dann passt das. Das ist ja Fiberhöhe. Wir können das erst okay, auf Fiberhöhe könnte man es auslösen, aber es ist halt der Blaster ein bisschen geschulten Nutzer. Also mir halt. Mein Blaster. Wenn ich den mache, ist mein Problem. Ganz einfach. Das muss nicht. Ich würde sagen, das muss nicht idiotensicher sein, aber kenn mich. Das findet man dann schon raus. Und was ich mir da jetzt überlegt habe, müssen wir erstmal erfassen, wie viel Kraft es denn braucht. Oder ihr habt es ja schon mal gerechnet. Also, das habe ich herausgefunden. Die Valkyrie-Motoren, die von Out of Dart so mag, weil sie halt recht günstig sind. Und weil sie auch relativ leise sind. Da habe ich mal herausgefunden, die haben 0,0726 Newtonmeter. Bei einer 1:90 Übersetzung zum Beispiel wäre das 6,534 Newtonmeter. Jetzt habe ich da mal, was man dann Kraft bräuchte, also wenn ich das Zahnrädle mit einem Zentimeter Durchmesser hätte, also 0,01 Meter, hätte man dann Kraft von 653,4 Newton. Wenn ich nicht irgendwo
irgendeine Formel falsch verwendet habe. Das heißt, wir messen jetzt mal, was das an Kraft braucht oder an Gewicht braucht. Also, ich habe leider kein Kraftmesser gefunden und das Ding hatte ich da, also das ist Gewichtswaage. Also für Gepäck und so Zeugs halt. Das ist jetzt das Messmittel Nummer 4. Das hat noch keine Nummerierung, aber da man das jetzt heute offiziell verwendet, wird es Messmittel Nummer 4. Aber das Ding noch mal weg, das stört sonst. Siehst, das machen wir jetzt. Das habe ich schon mal Leute gemacht. Okay. Siehst, brauchen wir. Und das. Hey. Brauchen wir das Leute besser? Das ich mal gedacht habe. Ja, das habe ich vielleicht ein bisschen zu weit bogen. Das muss man ein bisschen zurückbiegen. Das ist halt. Das brauchen wir. Ja, wenn es nicht. Das ist scheiße. Ich werde da jetzt garantiert keine Halterung machen, nur um das zu messen. Seht ihr noch was nehmen? Okay. Warum bin ich da damals? Auf 11 Kilo bin ich gekommen. Also das war das 6, irgendwas Kilo, so wie ich das gesehen habe. Okay, das kostet einen Haufen Grad. Das heißt, wir können aber auch für die erste Zentimeter, hoffentlich kriegen wir es so ganz zurück. Nee, so geht's gar nicht. So geht's gar nicht. Das es hält halt nicht so richtig, wie ich das gerne hätte. Das müsste auch noch gescheit einhaken. Das haben wir. Oh, bleibt da drin. Prost. Gottes Zeit, dass ich ein bisschen. Jetzt haben wir zum Schluss gehabt 5 oder sowas. 5, 6 Kilo. Ja. Das in Kamera zu halten und nebenher nur zu gucken, dass es nicht runterrutscht. Ist eine Kunst für sich, deswegen machen wir es nochmal. Müsst jetzt gucken, aber das war so 5 Kilo. Wenn man das mal hemdsärmlich mal 10 mehr multipliziert, sagt er, wer ein T-Shirt trägt. 6, 7, ja. Das kann ich halt genau da, wo es dann. Ja, schon 9,6 oder sowas habe ich jetzt gelesen. Ich meine, ihr könnt euch das wahrscheinlich entspannter anschauen wie ich, weil ich muss immer gucken, dass man das Ding nicht runterrutscht, aber ja, so 10. Ich habe bei der letzten Messung, als ich es mal vorher gemessen habe, 11 Kilo. Das heißt, dann brauchen wir so 110 Newtonmeter oder sowas. Da hätte ich jetzt. Nee, warte mal. Nicht Newtonmeter, Newton. Ah. Ja. Das heißt, mit so einem Valkyrie-Motor mit einer 1:90 Übersetzung hätten wir so circa 6-fache, nicht ganz. Das heißt, ich habe da mal ein paar Dinger zur Auswahl gekauft. Das da, das habe ich gekauft. Ich weiß gar nicht, was genau die für Getriebe drin haben, aber das
Müssen wir gucken, wie wir das oder wie wir das machen können. Das kann auch gut sein. Und was ich gekauft habe, was aber eher Fehlkauf war, so Zahnstange, Set, das ist ein bisschen lang. Und aber das ist gut. Das ist gut, um das euch zu verdeutlichen, wie man das so vorstellt. Das heißt, wir machen da die Zahnstange hin. Da kommt oben Abdeckung hin. Die geht ein bisschen drüber. So ist die Überlegung. Da kommt ein bisschen arg drüber. Und dann muss das aber hinter trotzdem, weil die Abdeckung muss man wegmachen können. Dann wenn man den Schlitter aufmachen kann. Und dann geht das so. Zu der Zahnstange gehört der Zahnrad. Das hat ein bisschen. Ja gut, das wird größer sein wie 10 cm Radius. Das heißt, das kann schon, wobei das kann schon sein, dass man das verwenden können. Da muss ich halt. Ich werde Probleme haben, da Löcher reinzukriegen. Oder als wir Zahnstange, die können wir uns auch im 3D-Drucker rauslassen. Vielleicht hat das trotzdem genug Kraft. Weil Metall ist halt schon besser. So, da müsste jetzt da 2 Löcher rein und das einmal absägen, aber das müsste ja das Zahnrad, aber dann also da mal. Das heißt, das Zahnrad muss auf jeden Fall da irgendwo sein. Dann ist das schon ziemlich lang. Oder wir lassen das am Stück, dass man das so einlegt, dass man das irgendwie so eingelegt macht. Das ist auch gut. Nee, so rum wäre es. Dass man das, wenn das da wäre. Wobei dann ist das im Weg. Das ist halt ein bisschen das Problem. Was wir jetzt da haben, bräuchte man jetzt da bräuchte jetzt da eine Markierung. Ja, Stift wäre jetzt praktisch. Das heißt, da ist Ende. Ja. So. Da ist Ende. Aber das ist ganz gut, dass der Blaster schon ordentlich verkratzt ist. Dann wäre das so. Nee, ja doch. Das bewegt sich ja bloß um das Stückchen da. Ne? Das heißt, wenn man jetzt da anguckt, ja, die Schulterstütze geht viel weiter hinter. Das heißt, kann das sein? So, da ist Ende. Geht das zurück und dann bewegt und ist da das Ende. Das heißt bloß um das Stückchen. Gut, das muss ein bisschen das Zahnrad wird ihn überlappen. Das heißt, dann geht es bis da hinten hinaus. Sind wir aber immer noch weit genug weg. Und was man machen könnte, da haben wir die Schiene. Das oben drauf. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass man da nicht arg viel. Weil besser wäre schon so, weil da könnte man das ganze Stückchen sparen. Das bin ich am Überlegen, wie man das am geschicktesten macht. Weil das wäre halt schon. Das wäre komfortabler. Und das so hinkriegen könnte, dass das da.
muss ich einfach, da müssen 2 Löcher durch und dann wäre das erledigt. Das da vorne, das machen wir 3D-druckt. Das machen wir schön massiv. Dass das die ganze Schiene überspannt. Aber das. Die Taster. Und das können wir im zweiten Schritt machen. Das brauchen wir im ersten Schritt gar nicht, die Taster. Im ersten Schritt muss einfach mal der Schlitter sauber zurückgehen, weil das ist das Kritische. Das ist das Kritische. Das heißt, wenn der Schlitter sauber zurückgeht, nach vorne ist kein Kost. Nach vorne ist, das braucht keine Kraft. Und da haben das dann, das heißt, die ganze Ansteuerung von den Motoren, die kriegen eine Haarbrücke wahrscheinlich. Also so wie ich es jetzt derzeit geplant habe, das muss zurück bis zum Anschlag und andere Richtung drehen wieder nach vorne. Und dann gucken wir, einer deiner Motoren wird schon passen. Das wird schon irgendwie gegangen. Wird ein bisschen schweres Blasteln, weil das Ding ist nicht ganz leicht. Aber das ist okay. Das müssen wir halt anfangs. Das ist halt. Das hätte ich halt schon gern so gehabt, dass das alles irgendwie kleiner, ein bisschen putziger hätte ich es gern gehabt. Und nicht so massiv. Das sollte ich halt. Ja, das ist, was wir wahrscheinlich ausprobieren müssen, wie viel die Motoren leisten, ob die das hinkriegen oder ob man da einfach größere Motor verwenden müssen oder irgendwie. Weil ich weiß jetzt auch nicht, was die an Getriebe drin haben. Aber das sind Dinge, das kriegt man raus. Und dann fangen wir das mal an. Also, das heißt, ich überlege mir im nächsten Video, weil ich mir überlegt habe, wie wir das da noch befestigen können. Und wie wir dann den Motor befestigen können. Das. Und dann, wenn das zurückziehen kann, dann gucken wir, dass man die Tasten einbaut. Dann gucken wir, dass man da entsprechend das Ganze programmiert. Kleiner Controller rein und gut ist. Und dann wird das hoffentlich. Das ist glaube ich, so das anstrengendste Projekt des Jahr. Also vom Ganzen her, von der ganzen Konstruktion her und von allem. Aber irgendwann muss man auch kompliziertere Sachen angehen, dass es einfach Spaß macht. Denke ich. Und dann sehen wir uns dann nächste Video bei was anderem wahrscheinlich. Und entweder mal im eigenen Blaster weiter oder wir fangen mit wie heißen die Sweet Revenge, die Ninja Turtle Sweet Revenge, dass wir die anfangen oder. Wir haben genug Zeugs, wenn ihr das letzte Video angeguckt habt, was ihr alles so vorhabt. Anfang des Jahres habe ich einen Überblick gemacht, was ich vorhabe das Jahr, und letztes Video war dann nochmal, dass ich Revue passiert habe, was ich denn schon gemacht habe und was noch aussteht, und deswegen habe ich jetzt heute auch das Video dazu gemacht, dass man da mal Ideen sammelt und guckt, wie man da vorankommt. Weil ohne den Schlüssel wäre halt schon. Wäre auch wahrscheinlich nicht ganz schwer, nicht so schwer. Aber ich will den Schlitter irgendwie erhalten, dass das Geräusch bleibt. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass sich das noch cool anhört. Und dann lasst ein Abo da, wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.